Inländer. So, schau, da sind sie. Diese Menschen wollen sich in unserer Stadt niederlassen. Nehmt ihre Wanderungsflagge und legt sie innerhalb eures Einflussbereichs ab. Wie viel sind denn das? 20 und 15.000 Nachrichten. Oh, danke, danke, Herr, dass du uns in deiner prächtigen Stadt willkommen heißt. Voll easy. Für euch gerade noch ein eigenes Lager. Warte, wo bringen sie her? Ja, nein, so weit unten. Bekehrter Baumeister. Bekehrter Baumeister. Bekehrter Brüter. Bekehrter Bauer. Die hat gerade 2 Bekehrter Kinder Bauer. 2 Kinder, und jetzt muss sie arbeiten. Leck, bin ich ein Fies. Bekehrter So, Bauer. die Häuser sollten gerade noch fertig werden, rechtzeitig, hoffe ich. Bekehrter Bauer. Goldige Rolle, ups. Ja, schau, wenn ihr seht, weil ich die Völkerwanderung angenommen habe, ist das sehr gut. Ich nehme es auf bei mir. Klickt auf die goldene Rolle. In Waffenkammern kann man Krieger ausbilden, die für uns andere Städte und Länder erobern. Der Kauf einer Waffenkammer ist der erste Schritt zur Großmacht. Öffnet die Werkzeugleiste und klickt auf die Registerkarte Tribut. Was man da sonst noch alles kann kaufen. Warum bauen wir nicht lieber eine Waffenkammer? Was man da sonst noch kann kaufen, schauen wir erst im nächsten Level an. Wähle die Waffenkammer im Gebäudemenü aus und setz sie in der Stadt ab. Kommen grad. Moment. Oh. Warte, das ist die Exekution. Gut, da wäre es eben unglücklich, wenn eine Waffenkammer in der Nähe ist, also voll her. Ganz klar, das ist ihr Tempel. Herzchen. Ups. Den habe ich wohl irgendwo eingerührt. Ja, aber amix spinnt es eben. Weißt du, es spinnt, weißt du, wie ich meine? Ja, egal. 1200. Ah, voll easy. Zum dann kein Holz mehr. Nein, nicht so. Der grüne Ring, den ihr seht, ist euer Einflussbereich. Ja. So. Jetzt sind gerade fertig gewesen, 200. Krieger bilden Armeen. Du kannst sie mit den Flaggen auf der Waffenkammer rekrutieren. Schnapp dir eine Flagge der Waffenkammer und leg sie in der markierten Zone ab. Ja, mach ich gerade. Na, Holz ist voll, Nahrung auch fast. 20.000 kann er so ein Teil fassen. Das ist jetzt fast fertig. Tipptopp. Ja, Geld, da rein ist jetzt. Ich könnte es auch noch mit dem Teil, also hin und her vergrössern, verkleinern. Jetzt ist die Armeegrösse 0, oder? 15, 15, 20. Ich mache es sogar 25. Oder? Legst du die Flagge ab, wird eine normale Armee rekrutiert. Willst du mehr Soldaten rekrutieren, halte die Aktionstaste gedrückt und bewege die Maus von der Flagge weg.
so wie die Armee gemacht. Wow, schau's an, 4 Kinder laufen da rein rein. Und jetzt sind es 3. Das wird, ja, es wird mega verwirrend mit der Zeit. Und das ist noch gar nichts, gell? Das ist noch gar nichts. Armeen sind fantastisch, aber nur, wenn du sie unter Kontrolle hast. Ich erzähl dir jetzt mal was über diese Flaggen hier. Jede Armee hat eine Flagge. Du findest sie sowohl hoch über den Truppen, als auch in der unteren rechten Ecke des Bildschirms. Jede Armee hat eine andere Farbe und ein Symbol auf ihrer Flagge, wodurch sie leicht zu identifizieren ist. Das ist eine Schwertkämpferarmee. Die Flaggen zeigen dir den Rang deiner Soldaten an, siehst du? Hier oben. Vom einfachen Rekruten bis zum Veteranen ist alles vertreten. Klickst du mit der Aktionstaste auf die Flagge unten rechts, nimmst du sie und kontrollierst die Armee. Klickst du mit der Bewegungstaste auf die Flagge, kommst du direkt zu deiner Armee. Okay, so viel zum Thema Armeeflaggen für Anfänger. Nimm die Armeeflagge, Boss! So, da bin ich wieder, sorry. Ist ein bisschen länger gegangen, also für euch nicht. Aber das ist gerade gut. Man sieht nämlich, was nämlich... Nimm die Armeeflagge, Boss! Ja, was die Armee macht, wenn man sie lange nicht braucht. Sie machen Übungskämpfe. Sind sich am Chillen. Was auch immer. Voll cool. Also, ich soll die Armeeflagge. Los, Jungs! Perfekt! Schick deine Soldaten mit einem Doppelklick in das markierte Gebiet. Ja, los. Zu der Glühbirne. Da habe ich keinen Einfluss mehr. Also zum etwas bauen. Okay, Boss, jetzt wird's lustig. Doppelklicke mit der Flagge in der Hand auf das feindliche Stadtzentrum. So befiehlst du deinen Truppen, die Stadt zu erobern. Ja. Los geht's. Jetzt pirscht es durch den Wald. Also pirschen. Trampelt. Mit leerem Magen kämpft es sich schlecht. Deine Soldaten brauchen deshalb die doppelte Ration. Denk daran. Mhm. Wenn man eine grosse Armee hat, kann man sehr schnell in Nahrungsschwierigkeiten kommen. Ein paar Mal schon passiert. Also ich habe es auf gut, auf neutral und auf böse durchgespielt. Neutral ist eigentlich... Ja, wenn man einfach normal eine Stadt aufbaut und ein bisschen angreift und... Das ist neutral. Ja, genau so. Attacke! Also in dem Game jetzt meine ich. Wisst ihr, Herr, es gibt andere Mittel als Krieg. Ihr könnt Städte auch beeindrucken. Und wenn man neutral ist, ist man gleich eher ein bisschen gut. Also eben, ich rede jetzt nur von dem Game. Klar, ihr wisst, dass es neutral ist. So. Ah, schau mal bitte. Das wäre böse Tante. Gut so. Noch mehr Futter für unsere Kriegsmaschinerie. Ja, die Stadt gehört jetzt dir. Innerhalb des grünen Einflussbereichs hast du dieselben Fähigkeiten wie in deiner Stadt. Angriff ist die beste Verteidigung. Schicken wir unsere Armeen los. Eine neue Armee hat die Erfahrungsstufe 1. Je mehr sie kämpft, desto mehr Erfahrung sammelt sie. Erreicht die Erfahrung einer Armee einen bestimmten Wert, steigt sie in die nächste Stufe auf. Dadurch verbessern sich wiederum ihre Fähigkeiten. Leg die entsprechende Flagge über einer Waffenkammer ab, wenn du eine Armee auflösen willst. Dann können sich die Weicheier ausruhen. Bekehrter Förster. Siehst du? Gewalt führt doch zum Sieg. Beeindruckende Städte aber auch. Pah, Krieg ist die einzige Lösung. Wisst ihr, Herr,
Vielleicht führt auch ein Mittelweg zum Sieg. Ja, eben mit. Nun, Herr, die Zeit der Unschuld ist endgültig vorbei. Ihr müsst euch für einen Weg entscheiden, den guten oder den bösen. Ach, übrigens, Krieg ist böse und ich bin böse. Muss ich noch mehr sagen? Entscheide dich, Boss. Ja, ist gut. Ich bin böse, da, nimm einen Stein. Nein. Ja, wie ihr seht, tauchen da gerade ganz viele Schriftrollen wieder auf. Noch ein wichtiger Teil der Werkzeugleiste ist das Aufgabenmenü. Klickt auf die Registerkarte Aufgaben, um es zu öffnen. Das ist übrigens jetzt das zweite Dorf. Hier findet ihr alle Aufgaben, die ihr erledigen müsst, um ein Land zu meistern. Andere Aufgaben sind weniger wichtig, stellen euch aber vor interessante Herausforderungen. Die Register unten rechts bestimmen, welche Aufgaben ihr betrachtet. Alle oder nur eine Auswahl. Im Aufgabenfenster oben links werden deine Aufgaben angezeigt. Du musst nur die Aufgaben der goldenen Schriftrolle erledigen, um ein Land abzuschließen. Für die anderen Aufgaben kassieren wir aber Tribut. Ja, für jede Aufgabe, die ihr erfüllt, bekommt ihr Tribut. Klickt auf die goldene Rolle. Ja, eben, ich will noch nicht weg. Was ist da gestanden? Okay. Machen wir doch mal, ne? Aha. Deprimiert, hä? Da. Nein, ich bin eigentlich nicht so böse, aber ich habe mich jetzt entschlossen, auf böse durchzuspielen, weil auch die Stadt cooler aussieht dann. Je größer unsere Stadt wird, desto weiter müssen die Dorfbewohner reisen. Wir bauen Straßen, um ihre kleinen Füße zu schonen. Wollt ihr eine neue Straße bauen, nehmt einfach mit gedrückter Aktionstaste eine vorhandene Straße. Bestimmt mit der Maus die Straßenführung und bestätigt eure Entscheidung mit der Aktionstaste. Baut doch mal eine Straße. Oh, sorry, ich hoffe, es hat den Nüsse nicht mehr aufgenommen. Easy verkältet wieder. Gut Musst der gemacht. Knüssel, alles. Nein. So, den Eindruck sollte ich jetzt eigentlich auch noch erhöhen. Aber weißt du was? Ich cheate da einfach ein bisschen. Mach da einfach noch einen Tempel her, scheißegal. Bauen gerade noch rasch selber, dass ich einfach auch die 10.000 Tribut kann abstauben, oder? Nein, die 90.000 dann. Das langt, nein. Ah, schon genug. Das ist nicht easy. Gut, das Kreaturdings noch. Hey, unsere Kreatur wacht auf! Morgen. Er hat Angst. Er will nicht aus seinem Gehege. Mit der Leine kriegen wir ihn sicher raus. Klickt mit der Aktionstaste auf die Kreatur, um die Leine zu nehmen. Ihr solltet den Kleinen für ein paar Minuten aus dem Gehege lassen. Klickt mit der Aktion. Hervorragend! Habt ihr euren kleinen Liebling erstmal an der Leine, könnt ihr ihm Befehle erteilen. Das Biest macht alles, was du sagst. Schneefresse. Sehr gut. So bringt ihr die Kreatur dazu, sich zu bewegen. Euer kleiner Liebling hat Hunger. Füttern wir ihn.
Klicke mit der Leine in der Hand auf das Feld. Schon besser. Jetzt ist der größte Hunger gestillt. Klickt ihr mit der Leine in der Hand auf ein Objekt, versucht die Kreatur damit zu interagieren. Doppelklicke mit der Aktionstaste auf diesen Felsen, um die Kreatur daran festzubinden. Sehr gut. Wundervoll. Ihr solltet eurem Liebling jetzt den Unterschied zwischen Gut und Böse erklären. Himmel, er will einen Menschen fressen. Ihr müsst ihm zeigen, dass das falsch ist. Quatsch! Wenn das Biest Menschen frisst, wird es stärker! Klickt mit der Aktionstaste auf die Kreatur und bewegt die Maus mit gedrückter Taste rasch hin und her. Strafe muss sein. Nein, bewegt die Maus schön langsam. Belohne den Kleinen. Menschen zu fressen ist schon okay. Also, ich kann entweder kraulen, dann wird das ziemlich oft zu ständig, sogar wenn ich satt bin. Oder ich schlage ihn und sage, er soll nie essen, oder? Aber ich will natürlich, dass er frisst und böse wird, oder dass sie Angst haben vor ihm. Nur durch Furcht kommt man Macht über. Und das Biest wird richtig schön fies. Was für eine Vergeudung von Menschenleben. Wollt ihr eine Aktion abbrechen und eure Hand leeren, schüttelt einfach eure Hand. Mehr müsst ihr im Moment nicht wissen. Warum experimentiert ihr nicht mit eurer Kreatur herum? Ja, warum nicht, ja? Euer göttliches Eingreifen hat unser Volk vor dem drohenden Untergang bewahrt. Es ist nun stark genug, um auf eigenen Füßen zu... Ja, wird langsam Zeit, dass wir den Azteken eine Lektion erteilen. Zunächst müssen wir unserem Volk wieder zu seinem alten Glanz verhelfen und die Unterstützung all der anderen Stämme gewinnen. Vergiss es! Wo waren die anderen, als wir sie gebraucht haben, hä? Erobern wir sie einfach! Los, komm schon! Klickt auf die goldene Schriftrolle, wenn ihr das Land verlassen wollt. Ja, also... Eben durch den zweiten Tempel habe ich jetzt so eine schöne Stadt bekommen, dass alle zu mir wollen. Es ist jetzt, das ganze Land ist leer und alle wollen zu mir. Aber ich nehme die nicht auf. Weil sonst bin ich zu gut. Mal schauen, kann ich die angreifen? Ah, eh nicht. Ja, was hat's denn da eigentlich noch? Ah, Quest. Ja, ich probiere, wenn möglich, alle Quests zu machen. Hey, du! Griechengott! Wenn es dich gibt, spitz gefälligst deine Ohren! Meine Tochter ist schwanger. Sie sagt, kein Mann hat sie je berührt. Was sagt uns das? Unbefleckte Empfängnis. Also bist du der Vater. Das ist dein Kind, verdammt. Gib mir eine Mitgift. 1000 Holzeinheiten. Hey, Boss! Du bist ja ein richtiger Casanova! Er war es nicht. Wir müssen den echten Vater finden und euren Ruf retten. Hier stimmt etwas nicht, Herr. Vielleicht sollten wir ihr folgen. Habt ihr gesehen, es sind zwei verschiedene Typen, die sie geküsst hat dort im Videoclip. Es sind schon dort zwei verschiedene gewesen, so eine richtige Schlampe ist es da. Griechenschlampe. Schon schwanger und alles. Ah, übrigens, die Hand verändert sich, wenn man böse wird. Ja, ihr seht es dann. Es kommt alles noch. Die Straße verändert sich. Man sieht alles. Die Frage, das ist die Kreatur, die gerade etwas macht. Ich zeige es nachher noch. Jetzt verfolgen wir zuerst mal die.
Und das geht leider ewig. Ich könnte sonst da mal ein bisschen rumschauen. Die Zahlen sind auch, wie viel dass ich von dem habe. Also 3 Lager, 1 Gehege, 1 Waffenkammer, Strassen werden nicht angezeigt. Natürlich. Abreißen. Wow. Das ist alles, was wir haben. Im Moment. Was ist das? Ah genau, Kreatur unterrichten. Da drücke ich jetzt am besten noch nicht drauf, zu dem komme ich nachher. Ah, Kreatur komme ich auch nachher dazu. Shoppen kommen wir auch, kurz bevor wir aus dem Level gehen. Wunder. Erkläre ich gar noch nicht. Aufgabe ist eben nur noch die und die gibt eben 20 Tribut. Also 20.000 natürlich, aber gleich. Das will ich unbedingt und komisch ist, amix geht es einfach nicht. Keine Ahnung wieso. Und die mache ich nicht. Das sind 20 blöde Schilder. Und ich keine Ahnung wo die sind auf dem ganzen Ding. Keine Lust zum die suchen. Und dafür nur 2000 Tribut, also das ist gar nichts. So. Jetzt muss ich mal merken, wo die hingeht. Schau, der muss aufs WC. Schnell, ich muss kapieren. Die laufen also rum. Komm schon, wo ist dein Lover? Wo ist dein Lover? Ein Wikinger. Ja, das haben wir schon. Los. Hallo, mein Schatz. Das nach dem Schild, hä? So, und jetzt. Sorry. Was muss ich jetzt machen? Ich habe schon probiert, den Vater zu holen. Und da hin tun. Ich glaube, so ist es mal gegangen, aber eben. Beim Testspiel ist es eben so nicht gegangen. Der Rambo. Ich glaube es nicht. Tut mir leid. Ich habe dich zu Unrecht beschimpft. Ich werde das Kind in deinem Sinne erziehen. Danke, danke. Ja, die 20.000 nehme ich gern. So, was hat's noch? Da ist noch etwas. Was ist das? Aha, voll easy, ja, das ist auch noch geil. Was für ein Sonnenuntergang. Ja, es geht nichts über einen Feuerball. Gleich noch einmal. Klickt mit der Aktionstaste auf den Himmel, um in den Sonnenuhrmodus zu wechseln. Wenn ihr die Aktionstaste loslasst, bewegt sich die Sonne. Ah, Macht über die Sonne. Aber große Macht bringt große Verantwortung mit sich. Zeig uns, wie es läuft, Boss. Also. Gut gemacht, Bis Herr. morgen. Aber alles Licht braucht einen Schatten. Lasst die Nacht hereinbrechen. Gut gemacht. Lässig, hä? Ah ja, der hat auch ein ganz schlimmes Problem.
Es ist schrecklich. Dieser Hahn weckt mich jeden Tag auf. Ich kann nicht mehr schlafen. Bitte, bring ihn zum Schweigen. Vielleicht können wir ihm helfen, Herr. Hilfe zahlt sich immer aus. Hähne krähen stets bei Sonnenaufgang. Vielleicht kräht der Hahn, bis er heiser ist, wenn die Sonne ausnahmsweise nicht nur einmal aufgeht. Alles klar, he? Wenn sie nicht nur einmal aufgeht. Ah, komm schon. Einmal. Zweimal. Dreimal. Jetzt ist er heiser. Gut gemacht. Der Hahn hat seine Stimme verloren. 10.000. Voll easy, ja. Gut, ja, dann wäre der Level abgeschlossen, dann gehe ich noch rasch shoppen. Was das alles ist, erkläre ich, wenn ich es kaufe. Also, meine Figur soll böse werden. Da habe ich 3 Spielsachen. Gut, neutral, böse. Die Voodoo-Puppe ist böse. Also, ja. Gut. Kaufen wir. Lampe ist Dekoration, will ich nicht. Das ist Dekoration. Multi-Pickup will ich sofort. Da kann man mehrere Sachen aufs Mal nehmen. Drückt da auf Pause, wenn ihr es wollt. Alles lesen. Ich brauche es nicht mehr. Also bei dem jetzt einmal noch nicht. Gesten kaufen wir auch. Das brauche ich noch nicht. Geisterhand. Keine Ahnung, was das soll. Keine Ahnung. Ich weiss es immer noch nicht. Wenn es jemand von euch weiss, schreibt es bitte rein. So, jetzt. Mit dem wird aus jedem Korn noch ein bisschen mehr Korn. 30.000, ja, das leiste ich mir schon noch. Das ist wichtig. Mehr essen. Friedhof ist etwas Gutes, brauche ich nicht. Folterhöhle brauche ich irgendwann mal. Jetzt noch nicht. Oh Mann, kann ich die noch nicht kaufen? Das ist blöd. Ich will eigentlich so ein Slum-Hütchen. Doch da. 7 Leute am Platz, es ist hure billig, es ist mega klein und der Eindruck ist mega niedrig. Also wenn ihr jetzt das anschaut, der Eindruck ist eben gut. Je eindrucksvoller, desto mehr kommen einfach so wie die da. Das will ich nicht, ich will erobern. Die Eindruck 40 oder um 9. Also ganz klar baue ich dann nur noch die da, die Hütchen. Weil es einfach böser ist. Nur wegen dem, einfach weil es böser ist. 67.000, ja. Ja, sehr schön, er frisst gerade, schau, er frisst gerade das Männchen. Ja, ich würde sagen, das ist mal genug. Ja, da kann man unterteilen, eben Wunder. Gebäude, das zeige ich noch nicht. Verschönerungen für Kreatur. Und importiert. Ah, ich habe nichts gekauft oder so. Gut. Kreatur unterrichten, genau. Du spielst gern mit Spielsachen, weil du sollst böse werden. Ja. Ja, ich will das Spielzeug. Das Spielzeug. Ja. Nimm. Spiel damit. Ja. Bäume angreifen, nein, das ist voll sinnlos. Selten. Aber ab und zu darf ich es machen.
Was hat er noch? Bäume essen. Nein, Bäume gar nicht essen. Weil die brauche ich für Ressourcen, oder? Bäume sammeln, ja, das ist okay. Aber nicht allzu oft, weil es eine gute Tat ist. Ja. Herzwölfe ist auch okay. Sehr okay. Ja. Voll geil. Er schießt auf meine Dorfbewohner. Nein, das ist nicht cool. Er soll ja böse sein und nicht unterhalten. Getreideernte, ja, ist gut. Das ist eben, wenn er freie Wille... das zeige ich nachher. Diese Sachen hat er alles schon gemacht. Ja, sehr selten. Die Sachen hat er alle schon gemacht, weil er im freien Willen drin war. Ich könnte so sagen, er ist oben rechts gesehen, er ist auf Angriff, er ist jetzt Soldat. Und er ist dazu da, vor allem die Armee anzugreifen und so. Ich bin leider nicht mehr dazu gekommen, um es da zu machen. Weil ich Dödel einen zweiten Tempel gebaut habe und nachher der Eindruck alles schnell gegangen ist. Er düngt jetzt den Baum mit einem Haufen. Düngen. Ja, Düngen ist cool. Voll easy. Er kann auch Sammler sein, oder? Er kann Baumeister sein. Er kann Unterhalter sein. Du hast mich. Ja. Rechtspsycho. Spielzeug. Ah, ja. Wie ihr gesehen habt, habe ich jetzt Monsterkacke in der Hand. Das geht natürlich auch so. Ich gehe aufs Feld mal schauen, ob es düngt wird. Der findet es recht cool. Nein, ich will nochmal, dass du das nimmst. Du liebst mich. Du hast mich. Du hast mich. Ja, und je böser das wird, dann verändert er sich natürlich auch, wenn ihr am Anfang das Video gesehen habt. Juhu! Naja. Gut. Ja, ich mache mal einen Aufnahmestopp, schau mal, wie lang das geworden ist. Ich denke, ich mache die Folge einfach länger, ja. Das werdet ihr schon gemerkt haben. Bevor wir weitergehen. Wir sehen uns dann wieder da. Bis dann. Peace.